Aber so der letzte Satz, den ich dort auch ganz, ganz oft höre, wo so placebo-mäßig verwendet wird und wo mir nur ein Signal gibt, dass du in dieser Opfermentalität irgendwie einfach stecken geblieben bist und dich eher als Schöfli siehst und nicht als jemand, der über dem kann stehen, ist, wenn mir Leute sagen, ja, weisst, ich habe es einfach nicht gewusst. Wegen dem bin ich finessed worden. Wegen dem bin ich einen Geschäftsdeal eingegangen, der beschissen ist. Wegen dem bin ich irgendwie von irgendeinem Homie verarscht worden. Was auch immer. Ich habe mit dem Musik machen. So, es hat sich herausgestellt, ich bin finessed worden. Aber ich habe es einfach nicht gewusst. Und das ist jetzt das eine. Das nicht wissen ist nicht etwas Schlimmes. Wegen dem haben wir vielleicht auch da den Collab-Podcast und die Diskussionen, dass auch mehr Informationen verbreitet werden. Dass ich weiss es nicht, das ist nicht der schlimme Part. Aber wenn ich dann amix frage, ja, aber hast dort und dort nachgeschaut, dann merkt man recht schnell, dass die Personen, mit denen ich geredet habe in der Vergangenheit, dass man einfach aus reiner Faulheit oder Bequemlichkeit oder, wie es der Toni Maroni da genannt hat, Wohlstandsverwahrlosung, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, selber ein bisschen zu recherchieren und ein bisschen sich die Informationen zusammengesucht hat. Weil das ist auch ein bisschen ein Wake-up-Call für die meisten, wo da vielleicht die Thematik interessieren, die zuschauen. Im Internet findest du so ziemlich jede Information, wo du brauchen könntest oder brauchen müsstest, um mit dem Musikgame vielleicht ein bisschen mehr machen ein bisschen mehr Erfolg als das, was man bis jetzt gehabt hat. Und das gilt auch für Schweizer Künstler und Künstlerinnen. Es stimmt, wenn wir Leute würden sagen, wir finden nicht alles im Internet, nicht jede Einzelheit oder die kleinsten Details, wie man etwas richtig finesse. Aber ich sag mal jetzt, weil wir bei dieser Folge sind, neues Jahr, neue Moves, so, im nächsten Jahr mit dieser Flut an Informationen, die man hat, also richtige Informationen, kann ich das einfach nicht mehr so fest ernst nehmen, wenn wir Leute halt dann immer noch im neuen Jahr würden sagen, hey, ich bin finessed worden, also ich bin so richtig verarscht worden in irgendeiner Situation, weil ich es einfach nicht gewusst habe. So. Dann muss man einfach unbedingt noch den Zusatz antun und so ehrlich sein zu einem selber, dass du hast es zum einen nicht gewusst gehabt, aber du hast dir auch nicht die Mühe gemacht, danach zu suchen und dich zu informieren und dich ein bisschen schlauer zu machen über diese Situation. Darum seht das nicht als etwas Abwertendes an, als etwas, wo ich da versuche, abzumachen oder so. Oder wenn ihr euch jetzt ein bisschen angesprochen fühlt, teilweise Leute, die das jetzt nachträglich schauen auf dem YouTube-Channel oder jetzt da live dabei sind, das ist auch völlig fair und okay, dass wir die Gedanken schon mal gehabt haben. Ich bin auch nicht befreit von dieser Regel, dass ich mir ab und zu vielleicht gewisse Placebo-Gründe im Kopf da habe, weil ich gar nichts mit dem Essentiellen zu tun hat. Aber die Sätze, die ich jetzt davor ein bisschen genannt habe, die tun halt alle ein bisschen dazu beitragen. Und San Mattia oder wer vorher gefragt hat, ich hoffe, man versteht jetzt das auch ein bisschen besser, wieso ich halt von dieser Opfermentalität geredet habe. Doch safe. Ist ein Distrack. Jetzt Distrack. Nein, mach keinen Distrack-Call. Ich will jetzt nicht irgendwie da beefen mit irgendwelchen Leuten. Es ist jetzt die glückliche Viertagszeit. So. Ich will jetzt da nicht irgendwelche Beefs auspacken.